Wir denken, dass die Verfassungsrevision hier ganz viel verpasste Chancen hat, wie wirklich eine Revision von der Justiz am Sinn von der Leute zu machen. 3 Punkte will ich auf hier helfen. Natürlich, dass wir als ADR denken, dass der Partei viel mehr streng, viel mehr klar, getrennt gehen von der Magistratur, von den Richter, von der Magistratur Assise. Es gibt ganz klar funktionell Unterschiede zwischen der Arbeit vom Ministerpublik, also der Partei, den du als für zu ersichern und eventuell Schölliger unzukloen, an der von der Magistratur, die den unparteilichen Richter aus den Herrn soll, dass ein Urteil fällen. In Europa gibt es nicht viele Länder, die wie heute zu Lützeburg Membre vom Partei als Magistrate konsiderieren. Eiser Meinung nach verlangt das Prinzip von der Unabhängigkeit von der Justiz eine klare, formalisierte Trennung vom Partei von der Funktion vom Richter. Die Trennung heißt, dass Membre vom Partei keine Magistrate sollen sein, an ein anderes Statut wie Richter müssen 2 verschiedene Karrieren sehen. Es wäre meiner besser, der Partei deutlich als Teil vom Pouvoir exekutiv, als separate Administration unter der Verantwortung vom Justizminister zu definieren, natürlich mit seiner funktionaler Unabhängigkeit. Das ist ja essentiell. Membre vom Partei sollten also zu der allgemeinen Fonction publique gehören und nicht zu der Magistratur. Eine klare Trennung von den Funktionen vom Richter und der vom Member vom Partei ging einem ungeklotte Weise, dass hin auf genau dieselbe Manier mit derselben Distanz behandelt wird, also vom Richter behandelt wird, wie sein Ukläger. Dafür gingen die Rechte von der Verteidigung profitieren und Vertrauen an die Justiz gestärkt gehen. Heute ist es ja so, dass der Partei neben dem Richter sitzt an den ungeklotten innen am Saal. Die Symbolik fanden mir falsch und evaluiert an all die so, wir wollen Verfassung modernisieren und das 21. Jahrhundert bringen, die hätte vielleicht sollen auf den Do-Punkt aufhängen. Hier geht es wohl um Symbolik, aber auch noch um viel mehr, um eine geliefte und erlebte Chancengleichheit für ein Gericht. Dafür muss der Justiziable, den also für ein Gericht steht, unbedingt gesehen, dass er selbst behandelt wird wie sein Ukläger. Das garantiert auch, dass ein Urteil als mir gerecht empfunden wird und dummer da auch besser akzeptiert kann gehen. Eine klare Trennung bringt mehr Vertrauen an Justiz. Die Vermischung zwischen der Karriere von den Membern vom Partei und der Richterin, die auch leider an der neuen Verfassung bleibt, kann negativ Konsequenzen auf die Unabhängigkeit von der Richter haben. Auch in Frankreich existiert das Diskussion in Form von einem Appell von Richter an Intellektuellen, il faut séparer le juge de l'accusateur, weil all einer Approche feiert seiner Justice déséquilibrée en faveur de l'accusation. Richter und Ukläger sind selbst ugedoen, ils portent la même robe, a weil Magistraten an ihrer Karriere vom Partei und Gericht an es zurückführen, gibt es natürlich viel unausgeschwerte Rücksichten, Solidaritäten und Karriereskonsiderationen. Das ist zwar menschlich zu verstehen, wir akzeptieren können wir das nicht. Da will zweitens einen mehr allgemeinen Zugang zum Verfassungsgericht. Am Blick kann Verfassungsgericht nimmen durch Richter am Kader von einem laufenden Prozess mit einer Frau cessiert gehen. Das ist die Question präjudicielle. Das bleibt auch an der neuen Verfassung so. Da will, dass es eine ganze Reihe weiter Möglichkeiten soll gehen, für das Verfassungsgericht zu befassen. Und zwar durch als Institutionen, zum Beispiel von der Chambre oder von einem Deputierten oder von einer gewissen Zahl von Membern vom Staatsrat, für die Verfassungsmäßigkeit von einem Text oder einer Maßnahme a priori oder auch a posteriori überprüfen zu lassen. Durch die Regierung für die Konstitutionalität von einer Disposition, die sie soll exekutieren, überprüfen zu lassen. Und ganz wichtig auch von all Bürger, von hier mengt als eine verfassungsmäßige Rechte verletzt gehen zu sehen, nachdem sie die internen Rekurmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Wir akzeptieren noch nicht, ob eine Kritik anzugehen, wie zu so, da ging das Verfassungsgericht überläuft gehen. Nein, das Verfassungsgericht kann ganz gut ein Tri machen. Das kann ja a priori für einen Prozess gucken, was sie unhält oder was das Verfassungsgericht nicht will unholen. Das ist das Argument, wie zu so, da braucht man so viel mehr Richterinnen oder so viel mehr Kummeren am Verfassungsgericht, das ist nicht realistisch. Drittens, als Überlegungen zum Nationalen Justizrat. Hier geht es für allem um das Mandat, um die Attributionen und um die Komposition von diesem Organ. Das ist ein ganz neues Organ.
Ich habe auch gesagt, und das sei auch kritisiert, gehen dann den Länder, die das tun, das sind der DAX, die aus Diktaturen rauskommen, wie Portugal, wie Spanien, Frankreich, und Petain hat das, und Belgien hat das gefeiert, und Affaire du Trou, die hatten hier Ursachen, wie das am Justizsystem zu verankern. Das sind Ursachen, die natürlich kein Parallelismus zu Lützeburg schon. Wir machen das einfach hier, mit der Schuss als ein Randnotiz. Mit was wichtig ist, als wir zu gucken, was das dann Mandat. Und da gibt es gewisse Unstimmigkeiten haut nach zwischen dem Projet de loi, den wir diskutieren über Mandat vom Conseil national de la Justice, an der Verfassung. Als Troll de Rolle von dem neuen nationalen Justizrat, den für d'Independance des Magistrats, d'Independance du Ministère public zu garantieren, so wie das im Gesetz gedurcht ist, oder als die an der neuen Verfassung gesagt wird, le Conseil national de la Justice veille au bon fonctionnement de la Justice dans le respect de son indépendance. Das sind zwei verschiedene Approchen, und auch da muss man dann gucken, dass das konkordiert. Wenn man dann hingeht an guckt den Kompositionen, und das ist vielleicht der große Punkt, dann also die große Gefahr, den neue nationale Justizrat bringt, dann ist es klar, dass das auch das, was vorgesehen ist an der neuen Verfassung, es soll eine Majorität von Magistraten dran sein. Aber es könnte auch ein Affekot dran an zwei Repräsentanten von der Zivilgesellschaft. Den Affekot, das ist ein, den ja dann auch mit den Richter Kontakt hat Gericht. Es kann ganz gut sein, dass der Richter dann einen Affekot hat, der Member vom Nationalen Justizrat ist. Und da muss man sich jetzt vorstellen, wie unabhängig kann der Richter das mehr, wenn er weiß, dass der Affekot an dem Gremium sitzt, dass er nur vielleicht über seine Karriere dezidiert. Also das ist eine Stellungnahme vom Groupement des Magistrats, die haben das auch festgestellt. Das Zweite ist, die Nominationen, die Vertreter von der Zivilgesellschaft, die zwei Vertreter von der Zivilgesellschaft geben der Chambre nominiert, das heißt, das sind politische Nominationen. Und noch das als ein Risiko für eine Politisierung oder eine Instrumentalisierung von der Justiz. An eiser Meinung no as auch ganz klar, dat kein Membre vum Parke sollen dra sitzen, weil mir hue die Approche, die ich für Dr gesot hun, dat mir mengen de Parke soll eng Administration am pouvoir exekutiv sinn, an dann as schon nimme konsequent, dat man so sie können net Member am nationale Justizrat sinn. Für uns gibt es noch eine Reihe einer Konsiderationen, die wichtig sind. Und da sind ein Partei, mir wie gesagt, dass man in 10 Minuten wird die Sachen zu gehen, weil ich heute mir ganz kurz die Sachen ausschwätze. Wichtig ist für allem, wie gesagt, mehr Gerechtigkeit durch eine Gleichbehandlung von UKLO und Verteidigung für ein Gericht, einen besseren Zugang zum Verfassungsgericht, auch für eine Instanzen, die Verhinderung von einer Politisierung vom Nationalen Justizrat. Was aber noch wichtig ist, das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass man hätte, konträrement zu dem, was heute für drun einfach so marginal so ugeschwert gehen ist, dass man auch gesehen, dass Urteile weiter am Namen vom Großherzog solle geschwert gehen. Und das hängt aber zusammen ganz fundamental, wie wir die Monarchie gesehen. Das ist eine mehr allgemeine Konsideration hier im Kontext von dieser Reform, wo man noch an anderen Kapiteln darüber schwätzen. Wenn ihr seht, Urteile sollen nicht mehr exekutiert gehen am Namen vom Großherzog, ist das schon, dass den immer mehr hingeht an den Staatschef und Richtung von einem Teil vom Pouvoir exekutiv ran direkt. Und das ist eben die Approche, die wir nicht tun. Wir denken, dass der Großherzog soll über den 3 Pouvoirs stehen, und dadurch haben wir absolut kein Problem, dass die Urteile nicht nur am Namen vom Großherzog exekutiert gehen, sondern noch am Namen vom Großherzog geschwert gehen. Wir denken auch, und das haben wir festgestellt, und das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, auch im Kontext der Diskussion um das Statut de Rome, über die Jurisdiktion Militär geht nicht mehr geschwert, sollen sie aufgeschafft gehen, dass das nicht diskutiert gehen, in jedem Fall nie an der Dave, aber das soll den auch gucken, weil das Statut de Rome, die gibt es ja auch Obligationen als Staat, wie wir können am Fall von so Verletzungen von Menschenrechten dafür gehen, und dafür ist es doch wichtig, dass wir gucken, wie eigentlich wir intern an unserer rechtsstaatlicher Ordnung mit Verbrechen umgehen, die eventuell in der Kompetenz im Statut de Rome, also in der Cour Penal international fallen. An eng letzte Konsideration, weil meine Zeit als so weit bei Luft gelaufen, das auch, dass wir feststellen, dass an dem Text, den wir heute stimmen, die sind Vierdeler hat, ohne Zweifel, mir das auch noch widerspricht, daran existieren, die auch für verschiedene Gerichte auf 4 Gehöfe gaufen, die auch wir geschrieben haben. Und das dreht sich um den Themenkomplex, wie stellt er schlussendlich fest, ob ein Text konform mit der Constitution ist, kann appliziert gehen oder nicht. Weil es gibt verschiedene Dispositionen, wo gesagt wird, der Richter darf das nicht applizieren, was konträr ist zu der Norm superieur, während das Verfassungsgericht das eenzeg ist, was die
Kompetenz klar zugewiesen krut. Auch da also Spannungsfeld am Erdten als gewünscht, dass das geklärt wird, ihr so einen Text an Chamber könnt. Das gesagt und ich möchte wieder nur leisten.